Apocalypse. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge RimWorld. Wir machen es nicht alleine, wir haben einen Kumpan, das ist der Mesh. Hallo. Jetzt habe ich den Namen vergessen gehabt. Ich weiß ja nicht so schlimm. Wir haben in der letzten Folge bei bei Mesh, sorry, Ja, völlig egal. haben wir ein Problem gehabt. Das war einmal, dass ich meine Leute verloren habe. An dem Sinne, ich habe einen Angriff, wurde bei mir gestartet. 2 Leute waren verletzt, der dritte, der war bloß ein Bogenschütze und hat noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Wurde dann entführt und jetzt haben wir uns gedacht, wir starten eine neue Map, eine neue Aufnahme und hoffentlich fängt es jetzt besser an. Und wir haben es wieder so gemacht, 3 Leute für mich. Ich habe das ein bisschen umgeändert, wie man schon sieht. Wir haben 4 Tiere, 2 kriegt Mesh, 2 krieg ich und ein bisschen was an Rohstoffen haben wir verändert. Ein bisschen mehr Medizin, ein bisschen mehr Essen, andere Waffen und ja, soweit ist schon alles gesagterweise, oder? Ja, ich denke schon. Mesh zieht jetzt halt um, ich bleib hier. Genau. Für meine Leute hier, ich habe hier schon mal 2 Höhlen. 2 unerkannte Höhlen jetzt hat. Also Ruinen, besser gesagt. Ja, genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt halt einfach mal rein. Und hoffen, dass es diesmal besser klappt als wie vorher. Was mir schon auffällt, du hast fucking 10 Geysire. Also 10 oder mehr. Aber Das bei ist... mir ist auch keiner in der Nähe. Ja gut, das stimmt. Wenn du dich genau in der Mitte... Ist der hier? Oder? Ja, hier oben sind noch einige und es ist überall Ja, und außenrum hier. sind Geysire. Also 2 Geysire wären bei mir in der Nähe, so richtig. Ja, hier unten ist auch noch einer. Ja, aber da muss ich Ja. mich... Aber was Ja, nochmal ja. fucking geil ist, ich habe nochmal wieder so einen richtig schönen, geilen Berg auf der untersten Map. Bin echt gespannt, wie meine Karte aussehen wird. Jo, also dann würden wir mal starten. Jo. Bio... Nahkämpfer. Du nimmst einmal hier ein Messer. Du nimmst einmal ein Repetiergewehr. Und du nimmst auch mal ein Messer. Meine Leute ziehen jetzt los. Ich weiß, dass da ein Antiker-Schrein ist. Das wird echt interessant später. Hm. Wenn du jetzt hier deine Basis aufbaust und da ist ein antiker Schrein mit irgendwelchen Mechanoiden drin, die dich dann angreifen. Ich bin fast am Überlegen, ob ich in der ersten Folge ihn aufmachen soll oder nicht. Ja, da besteht das Risiko, dass wir in der ersten Folge schon gehabt haben. Ich meine, es kann auch geil sein, dass da 2 Leute drin liegen oder mehr als 2 Leute, die du retten kannst, aber muss ja nicht sein. Ich mich gerade fragen, was mein zweites Tier? Oder ist das schon los? Ja, ich sehe es ja gleich. Also ein bisschen war ich angekotzt wegen gestern, aber mei, kann man nichts Ja, machen. kann ich verstehen. Ist ja auch echt ungünstiges Timing gewesen alles. Eben. Jetzt sind meine Leute auf dem Weg zum neuen Standort. Ich hoffe, ich werde also auf dem Weg dahin nicht überfallen, aber eigentlich sollte das klappen. Wo gehen meine Leute hin? Geht spazieren. Ey, Geht Leute, spazieren, ihr geht solltet hier spazieren, geht bleiben, spazieren. Leute. Ja, die haben jetzt wahrscheinlich keine Aufgaben, oder? Aha. Das stimmt.
Befehle, geht mal hier rein. Oh. Das ist interessant. Mein Affe könnte eine Person tragen. Oh lol. Dann versuch mal hier abzureißen. Dann, ihr seid einmal im Heimatgebiet, du kannst einmal Person tragen, Wildtiere, dann schlafen, hier einmal. Kurz mal die Fraktionen angucken. Ah, okay, wir haben ein neutrales Dorf bei uns in der Nähe, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, darauf habe ich echt geachtet. Können wir mit denen ein bisschen handeln und so weiter. Nein. So, dann einmal anbauen. Ah. Das fällt mir jetzt auf, dass es die Möglichkeit gibt, Nachrichten sich nochmal anzugucken. Zum Beispiel, wenn du jetzt angegriffen wirst und dann, wie es mir öfters mal passiert, nicht liest, ob die direkt angreifen oder so, kannst du dann nachgucken, ob die direkt angreifen oder nicht, indem du das einfach nochmal durchliest. Unten bei dem Buch, unten in der Leiste. Okay. Schon mal wieder was dazu gelernt. Da ist einmal meins, da ist einmal Kartoffeln. Boah, hast du viele Wildtiere? Holy crap. Einmal kurz hier so ein bisschen die Werte angucken, die so alles können. So, dann hier einmal die Anbau. Wir können die ja sogar alle umbenennen, die Leute, fällt mir ganz auf. Ja, das ist ganz nice. Oh, Tiere 8, das könnte interessant, also gut werden. Tiere 8. So, gleich kommen sie bei mir an. So, dann einmal hier. Waldarbeit bitte alle. Wie sich die Frisur von Löwe so aus, als hätte sie so einen Strichcode auf der Stirn. Bergbau macht auch alle. Aber Jaguar genauso. Na komm. 0,1 Tage noch. Dann bin ich am Zielort. So, da springen wir mal kurz rüber zu ihm. Ja, jetzt wird's interessant, was für eine Karte ich habe. Ich hoffe, eine gute Karte. Ich hoffe, eine gute Karte. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Dauert ganz schön lange. Oh, wir sind auf jeden Fall schon mal bei einer Ruine gespawnt. Ui, du hast echt. Bisschen weniger Gebirge, aber ich habe hier eine schöne Fläche zum Anbauen auf jeden Fall. Du hast hier Und auf auch jeden Fall auf Antiquitäten. einmal hier. Ja, ja, ist ein unten bei Ding. mir in der Nähe habe ich auch einen. Also habe ich auch 2 Stück. 2. Da ist noch. Ja.
Ich könnte eine Meerschweinchenzucht aufmachen, oder? Habe ich das Meerschweinchen mitgenommen? Ne, habe ich nicht. Hey, du hast einen Affen genommen. Irgendwie schade, aber irgendwie auch in Ordnung. Ne, Affen habe ich leider nicht hier. Gut, schade. Was ist denn du da? Na dann, gucke ich mal so ein Uran, bisschen, dass du ich... Wichser. Uran kann ich ja nicht gebrauchen. Ja, irgendwann anders kannst du es halt gebrauchen. Ja, dann gehen wir wieder rüber zu meinen Leuten und schauen, wo was Interessantes passiert. Du hast dich gemutet. Ja. Ich musste mich ganz kurz muten. Also. Dann machen wir hier mal Plätze zum Pennen. Kurze mal. So. Eins und so. Nee, gar nicht, der nicht. Dann einmal hier Schlacht. Auf jeden Fall eine Lagerzone ist wichtig. Arbeitsplatz. Was kann im Arbeitsplatz gemacht werden? Masken. Kurz mal abreißen. Das Ja. ist praktisch. Temperaturen, Schlachten für immer. Produzieren, sagen wir mal, bis du 10 hast. Fertig, dann. Ach ne, es sind kein 2, gut. Krankenbett. Die verkleinern wir mal kurz. Lagerfläche machen wir mal von hier bis hier. So, gleich mal Reis anbauen. Lagern kein verrottetes Fleisch, ja. Leichen, Tierleichen. Sonst nichts kritisch. Habe ich denn jemand, der gut pflanzen kann? Müsstest du auf jeden Fall. Ja, ich habe 8, das reicht. Das ist in Ordnung. So, dann muss ich nur kurz gucken, dass ich die richtigen Sachen hier anbaue. Und noch einmal eine Zone für Baumwolle. Oh, holy shit. Da habe ich gerade so eine Benachrichtigung, also eine Dings bekommen. Ich habe gerade eine Erinnerung bekommen für etwas, was heute gar nicht ist. Das hat mich gerade übelst erschrocken. So. Ja, was muss ich jetzt noch alles machen? Ich muss jetzt warten, bis meine Leute fertig werden hier. Warum macht ihr nichts? So, und wo bist du? Du bist hier am Tragen. Dann einmal hier. Warum macht ihr nichts, hallo? Einmal hier bitte. Kunst nicht unbedingt, Handwerk okay. Macht mal bitte einfach alles, was ihr so ein bisschen tun könnt, damit ihr nicht einfach sinnlos rumlauft. Oh, ich habe keinen Arzt, keinen wirklichen. Und keine Betten. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht. Schlafen die halt alle mal so ein bisschen nebeneinander, so muss das halt so sein. So. Feuer war bei Temperatur unten, das Lagerfeuer bauen konntest.
ist auch, glaube ich, das erste, was ich baue. Das ist relativ wichtig. Ah, jetzt weiß ich, was ich zum Beispiel wieder vergessen habe. Eine Abfallzone. Oh. Fällt gerade auf, dass ich einige Ruinen hier habe. Hier sind Tische, das ist gut. Alles deinstallieren, was man wieder verwerten kann, auf jeden Fall. Oh, ich habe sogar 3 antike Schreine, fällt mir gerade so auf. Ja, meine ich ja. Oh, das ist interessant. Ja, so auffällt, habe ich eigentlich jemanden, der irgendwie Langschläfer ist oder so. So, dann Tiere. Ja, das passt ja perfekt. Eine Frau, die homosexuell ist und eine Frau, die keine Männer mag. Kann jemand bauen? 4 auch nicht wirklich gut, aber besser als nichts. Ratte. Wow, bei mir sind welche auf der Durchreise. Ne, bei dir sind sie auch. Die sind bei mir. Krass. Das Gute ist, die Medizin verdirbt nicht, aber sie verrottet. Jo. Ich muss gerade überlegen, wo ich einen Tisch hinstelle. Das stellen wir halt einfach mal dahin. Einfach alles abreißen hier, bitte. Böden entfernen. Ich kann eine Wand noch machen. Wow. Oh, das ist sogar Stahl. Wand aus Stahl. Okay, das ist interessant. Aus Schieferblöcke. Böden. Dann brauche ich einen. Achso, Produktion haben wir noch nicht. Kunstwerke. 16 plus 12 sind 28. Ich mache erstmal so ein bisschen, bis es halt weg ist. So. Sieht halt bei mir gerade richtig schlimm aus, mein Haus, weil ich gerade alle Materialien miteinander vermische irgendwie. Aber ich habe halt nicht genug von einem Material, deswegen muss ich halt alle vermischen. Ein Schlachttisch wäre ganz praktisch. Oh, sorry. Ich hab pausiert aus Versehen.
Du nimmst mal das hier, bevor das verrottet. Ja, bald gibt's Reis. Gut. Kann irgendjemand jagen von meinen Leuten? Ändert sich eigentlich die Uhrzeit? Ne. Also ich habe gerade gedacht, dass wenn ich auf deine Kolonie gehe, dann, keine Ahnung, die Uhrzeit schon eine Stunde später ist als meine oder so. Ne, glaube ich weniger. Aber wir sind ja überhaupt nicht weit weg, also das ist unlogisch. Wenn ich irgendwo komplett weit anders wäre, dann vielleicht. Das ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, bei dir ist Nacht, bei mir ist Tag oder so. Ich hab dir dein Tier weggenommen, weil es mir gerade so auffällt, der Yorkshire Terrier, den ich habe, ist mit Löwe verbunden und Löwe ist halt dein Kolonist. Aufgaben, Schlacht der Kreaturen, bist du Extras Filme. Was für Jäger ohne Fernkampfwaffe? Du hast Fernkampf 2. Aufgabe, produziere Pemikane, wäre ganz gut. Oh. Sorry, ich muss kurz Befehl rückgängig machen. So. Okay, ich kann noch aus. Eva ist das, glaube ich, ne? Ja. Besuchergruppe, yay, endlich bei mir. Und ja, ich kann das kaufen. Nice. Ja, du glücklicher. Ich nicht. So, ich glaube, ich verlege meine Lagerzone und jetzt erstmal in mein Gebäude rein. Sag denen mal, dass sie ein bisschen mehr transportieren sollen. Eigentlich Feldarbeit muss bei denen noch einstellen, 100%. Ja, ich kann bald meinen ersten Dings machen. Meinen ersten Schlafsack.
ist gar nicht so schlecht. Im Schlafsack. Na gut, ich habe halt einmal 3 Tiere gejagt. Oder 4 Tiere und dann die schlachten und fertig ist das. Ich musste halt nicht so viel Zeit verschwenden, damit ein Dings zu bauen, ein Gebäude zu bauen, weil das war halt schon da. Du hast bestimmt bei dir den besten Käufer, oder? Kann sein. Sozial 2, Sozial 4, Sozial 1, nö. Ah, jetzt kann ich doch bei dir wieder kaufen. Okay, das ist weird. Letztens hattest du ja, glaube ich, was verkauft oder was gekauft, wie auch immer. Und da habe ich das nicht gesehen. Und jetzt kann ich halt wieder das sehen. Aber okay, ist in Ordnung. Ich brauche nichts. Auf jeden Fall verrottet meine Medizin gerade, das ist ein bisschen beschissen. Mm, Oh, der Affe ist schon 22 Jahre alt, also so lange hat er gar nicht mehr. Sekunde. der hat eine Schrotflinte, die Sau. Die will ich auch. Wo steht denn die? Ach da. Logisch. Lasttierrasse, ja. Fleischmenge, toll. Wo steht denn, wie alt die werden können? Irgendwo stand das, glaube ich, auch. Schnüffelintervall. Lebenserwartung 30, also 8 Jahre noch. Was ich mich frage, können die Kolonisten eigentlich an Altersschwäche sterben? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ja. Wo ich das Spiel schon so lange spiele, habe ich immer noch keine Ahnung, ob die an Altersschwäche sterben können oder nicht. Es gibt ja auch irgendwelche Mods, die wo Kinder erzeugen. Ja. Sekunde, Zone verkleinern. Ich finde die Ansicht super mit dem Dings, dass man sehen kann, welche Flächen bewirtschaftbar sind und welche nicht. Hm, Na guck, du bist doch auch schon kurz vor dem ersten Schlafsack, das ist auch schon 30 dünnes Leder. ja, 30. Ja, der Schlafsack kostet 40. Und speichern. Eigentlich kann ich den schon wieder neu installieren. Vielleicht neu installieren. Kurz. Möbel, Tierplatz. Wer schießt hier? Keine Ahnung. Ich Ach, auf da jeden Fall oben. nicht. Stimmt, da ist Truthahn am Jagen. Gelb. So viele Eichhörnchen, das ist ja nicht mehr normal. Wieso sind deine Leute alle schon wach? Bei mir schlafen die noch. Ich habe glaube ich 2 Frühaufsteher oder so. Dann, du hast eine Nachteule, die will. Äh, Kommt ein Stimmungsbonus und zwischen Kurzschläfer. 23 und 6 Uhr. Kurzschläfer und Nachteule. Mhm. Ich würd bei der Nachteule das noch ein bisschen ändern mit der Zuweisung, oder? Weil die eine Stimmungsmalus bekommt, wenn die am Tag wach ist. Zwischen 23 und 6 Uhr bekommt die einen Stimmungsbonus, also in der Nacht. Wenn die zwischen 11 und 18 Uhr wach ist, bekommt sie einen Stimmungsabzug. Naja, ich kümmere mich mal wieder um meine Leute hier so ein bisschen. Ach ehrlich, ich habe 38 dünnes Leder.
bin doch doof. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon einen 22 Labortisch bis baue. 6 Uhr. Ja, mach einfach so. Genau, dann kann ich die eventuell irgendwann mal verkaufen. Mal schauen. Besucher! Bei mir! Ja, ich kann kaufen. Der hatte Plattenrüstung dabei. In welchem Dings ist der? Von welchem? Okay, nee. Mit denen will ich es mir, glaube ich, nicht verscherzen. Ich habe kurz überlegt, ob ich den gefangen nehme. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich habe niemanden, der sozial wirklich gut ist. Sozial 4 ist mein Bestes. Dann muss Sozial 4 halt dafür reichen. Das dauert eh noch ein bisschen, bis der Sag hier mal oben so, ist. ich habe einen sozialen, der wohl Level 1 ist. Ja, ich auch. Ich glaube, die anderen beiden sind Level 2. Level 2, Level 1 und Level 4. Oh, ich habe kein Dings mehr für das Lagerfeuer. So, die Urnen können wir mal wieder hier so ein bisschen drin platzieren, damit es ein bisschen schöner aussieht für die Leute. Oh ja, Stahlreste, jo. Wo ist denn mein Besucher jetzt da? Ganz kurz. So, Ratte, handeln wir mit ihm. Plattenrüstung aus Stahl, Kurzbogen. Kurzbogen wäre halt schon. Aber den kann ich mir auch selber herstellen, so ist nicht. Kräutermedizin kann ich ihm 1 verkaufen, wow. Ne, der hat nicht wirklich was Geiles. Ne, dann nicht. Ach, ernsthaft? Da ist doch mein erstes Ding. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's aber wieder vergessen. Ah ja, ich wollte einen Wurfsteinring mal machen. Huch. So, dann kannst Schön zu sehen, dass alle meine 3 Leute in der Landwirtschaft tätig sind. Dass es halt schnell mit Nahrung vorangeht. bei mir so gar nicht. Ja, deswegen habe ich die alle bei Landwirtschaft auf 1 gemacht. Beziehungsweise bei Feldarbeit. Chivas heißt mein Tier. Chivas und Schmo. Und ein verrückter Hase. Der ist bei dir, zum Glück. Ist zum Glück für mich, zum Pech für dich. Oh, das ging schnell. Ja, die ist ja auch 7. Der eine Schuss hat ihm die Wirbelsäule zertrümmert. Krass. Ja, dann würde ich mal sagen, versuchen wir es mal nächste Folge weiterzuführen. Genau. Und schaut bei Mesh vorbei, ich verlinke ihn euch mal wieder. Oder wieder. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus.